Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und nachdem wir jetzt so schön gespeichert und gemacht und gedahen, können wir jetzt auf jeden Fall auch zum Mana-Baum. Aber, Moment, mir fällt noch Ei. Wir sollten auf jeden Fall nochmal unsere Waffe upgraden, weil wir haben ja ein paar Orbs noch gekriegt. Da müssen wir hier, genau. Aber ich mag erst nochmal noch El-Oasis gehen. Und da ist noch der Berti. Der ist ja glücklicherweise immer da, wo wir auch sind. Deswegen Berti Vogt. Ich werde von ihr fortgehen. Viel zu heiß, trotz meiner Festungen gedehnt. Zweckstarker Mann. Aber wichtiger ist, wenn die Werfsäule erneuert wäre. Ich hätte gern aus meinem Titanschwert ein Juwelenschwert, selbstverständlich, das ist die logische Konsequenz. Aus Rubinlanze wird Drachenlanze. Aus Hammerflegel wird Onyxpeitsche, aus Elfenbogen wird Zentaurenbogen und aus Juwelenspeer wird natürlich die Elfenharpune, ist so klar. Drachenlanze, das wird wahrscheinlich das stärkste sein, was wir haben. Juwelenschwert, okay. Dann würde ich sagen, wir leveln zuerst mal unser Schwert, weil Mana-Schwert und so. Und, einen Moment mal. Ich bin gerade am Überlegen, das Dingelchen, was die hier brauchen in El-Oasis, wo gab's dann das? Gab's das nicht im Hinterwäldler-Königreich? Ich werde mich mal nach dem Level hier damit befassen, wo es das Dingelchen gibt. Aber ich glaube, das gibt es im Hinterwäldler-Königreich. Auf jeden Fall können wir jetzt mal hier landen und sind in so einem lustigen Zauberwald. Willkommen, ich warte schon auf euch. Oh, das hört man aber gern. Und die... Scheiße, die Gegner hier sind übel. So viel kann ich jetzt schon aussagen. Dass die Gegner hier übel sind. Oh, du hupst so ein amputierter Fuß rum. Um Himmels Willen. Das ist nicht so gut. Also, nee. Das ist echt nicht so gut. Aber mir dehlen zumindest auch viel Schade aus. Ich glaube einfach nur, uns fehlt es an guter Ausrüstung, dass wir das Ei stecken können. Ach du Scheiße. Oh, fuck it, Dudel, du. 2 solcher Attacke und wir sind hinüber. Das ist echt nicht gut, Mann. Fuck. Also es wird echt immer übler hier. Gewitterleid. Okay, warum auch immer der, obwohl er über keine Federn oder so verfügt, sich in Federn auflöst, sei jetzt mal hingestellt. Also hier müssen wir wirklich scheißen vorsichtig sein, wie ich sehe. Noch einmal Heiler. Und dann Ufbasser. So, jetzt machen wir hier erstmal noch frei. Der hängt hier glücklicherweise fest. Deswegen mache ich es jetzt erstmal auf die Art und Weise. Also, Auflader. Und dann gib ihm. So, jetzt ihr Mädels. Und okay, der ist weg. Der ist am Arsch. Da geht's lang und da geht's lang. Gehen wir mal dort hier. Zauberschild Level 5. Oh oh, freundliche Pilzköpfe, die ziemlich stark sind. Moment, ich weiß nicht, wo es uns hier hinführt. Scheiße, jetzt müssen wir wieder zu den 3 Krähenfüße durch. Ich versuche durchzuschlängeln irgendwie. Boah, schnell, schnell, schnell. Wow, wow, wow. Okay, der macht glücklicherweise nicht so viele Schadenspunkte. Wow, was der? Ach du Scheiße. Das ist nicht so gut. Schnell Wiederbeleber. Geh weg, du Wiesner Pilzkopf. Du könntest nochmal uns alle irgendwie helfen. Gut, der ist zum Glück ziemlich schnell weggefault. Der ist auch schnell weg. Und... Wow, Lecco Mio, die Zauberhänds auch in sich. Dann... Lebt die doch mal wieder. Oh, nee.
schnell. Nachdem die jetzt wiederbelebt wurde. Nein! Genau auf die falsch. Noch einmal das Ganze. Aber das mal bitte auf die Helga, die es wirklich braucht. Nein! Oh, Mensch. Der Witter erleidet. Noch einmal. Das sehr teure Lebensdünger. Oh Mann. Krähenfuß ist erledigt, ja. Wär's doch nur so. Dann jetzt nochmal Kraftwasser. Oh Mann. Lecco mio. Also, das ist wieder so Gebiet. Ich weiß nicht, was sich dort die Entwickler dabei gedacht haben. Dass man da wirklich levelt wie ein Blöder, bevor man in ein neues Gebiet reingeht. Weil ich habe hier schon... Ach du Scheiße. Ich habe hier schon vorher, Civil Levels gemacht, dass ich in der Festung wenigstens durchkomme. Da ging das dann wieder, nachdem ich Civil Levels hochgepowert war. Aber das hier wieder? Das ist ja auch wieder ganz neue Qualität. Meine Fresse. Nein, 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 vorsichtig. Der tut Aua. Deswegen gehe ich mal lieber dort hier. Das war jetzt auch dumm Deutsch. Der tut Aua. Boah, ich kann das nicht leider so. Blödmannssätze. So, wir probieren die jetzt irgendwie so in die Ecke zu quetschen, dass sie uns nicht viel machen können. Geh wieder zurück. Und dass ich sie noch erreichen kann, um ihnen Schade zu machen. Sporenkopf ist der jetzt. Okay, Gretel, hoffentlich triffst. Sehr schön. Also ich meine, das Schade verursachen, Mayo, das ist nicht die Sache. Aber unser Abwehr ist zum Kotzer. Wären wir jetzt wirklich viel zu low-level, dann würden wir ja hier auch so gut wie gar keinen Schade machen. Wir machen noch richtig ordentlich Schade. Problem ist halt genau das. Unser Abwehr ist scheiße. Gretel, sei so gut, es kostet nämlich weniger als der Lebensdünger. Sehr gut. Mann, 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 Mann. Also echt ein Hardcore-Gebiet hier wieder. Also da muss ich wirklich klipp und klar sagen, du Handy-Entwickler echt... Oh, hoppla. Wir landen hier, bei einer neuen Natter. Der Handy-Entwickler echt ist fett übertrieben, was die Schwierigkeit von dem Spiel angeht. Okay, probieren wir es nochmal aus. Fort, Mädels. Okay, Schlammbombe Level 8. Oh, scheiße, Drachenwurm, hier ist das Vieh. Und Steingas macht da auch noch aber drauf. Oh, lecco mio. Und jetzt eh nur noch die... Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Scheiß da wirklich ins Kanonenrohr. Alter Latz. Ich weiß aber auch nicht gerade, wo man hier die gescheite Ausrüstung kriegt. Das müssen wir jetzt gerade nochmal machen. Es war wirklich eine kluge Entscheidung, hier zu speichern. Okay, müssen wir Folgendes machen. Ich brauche gut die Ausrüstung. Wo ich die derzeit herkriege, weiß ich wirklich nicht. Das kann ich echt nicht sagen. Halten wir den Gaul an. Ich probiere es jetzt mal im Hinterwäldler Königreich noch einmal. Das war so. Südstadt dürfte relativ im östlichen Teil liegen. Ich muss da ohne hier. Okay, wir probieren es jetzt mal südwestlich aus. Und hoffen, dass es so drauf kommt nochmal aufs Hinterwäldler Königreich. Und wie schaut's aus? Nee, nicht so gut. Aha, da können wir aber auch nochmal unser Glück probieren. Okay. Hier geht wenigstens noch die Post ab. Sehr schön. Die Langeweile auf der Insel gibt's nix, außer vielleicht dem Dingelchen. Sag bloß, du magst so Dingelchen, aber hier. Na, hier host's. Das war doch sehr schön. Jetzt haben wir das wenigstens gekriegt. Juhu, ein Dingelchen. Oh, die Langeweile. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich das herkrieg. Hallöchen. Und du hier? Na?
Wie bist denn du hierher gekommen und geflogen? Es ist ja schon schön zu wissen, dass trotz apokalyptischer Grundstimmung hier manche Leute noch in Partylaune sind. Lieber lebe ich hier arm und glücklich als, fällt daran nichts mehr dazu ein. Ich hab's Imperium verlassen, weil es mir dort nicht gefallen hat. Kann ich verstehen, also mit Diener der Hölle in der Politik auch ganz, aber das ist nicht so schön. Was sagst du? Mir hängt kajat. Und du? Wenn man sich liebt, spielt's alte Rolle oder was denken da? Ja, dann viel Spaß für the rest of your life, würde ich sagen. Ich meine hier die große Auswahl, was Damewahl angeht, hat man ja auch nicht unbedingt. Ist das öde hier? Der Insel ist absolut nichts los. Na dann. Das war's eigentlich auch erstmal, was wir hier machen können. Umso besser, dann kann ich jetzt wieder noch Eloasis zurückkehren und kann denen wenigstens ihr Dingelchen zurückbringen. So, Eloasis ist hier. Los seid ihr. So. Jetzt haben wir das Dingelchen. Und können jetzt hier wieder das Wasser bringen. So, ihr wollt ein Dingelchen haben, oder? Was soll denn das sein, König Oma? Dingelchen? Beim Bote des Propheten, du hast das Dingelchen mitgebracht. Und jetzt hört hoffentlich diese Depri-Mucke auf. Sehr schön, die Vesuvio-Musik. Wasser, wir endlich wieder Wasser, endlich! Zum Dank schenke ich bei den kostbaren Gürtel. Yay, Zapplergürtel erhalten. Nicht schlecht. Ah, ich mag die Musik. Du hämmerst doch. Zapplergürtel. Nein! Heinz ist gezappelt. Aber wenn wir jetzt in Zukunft gezappelt werden, können wir uns auch wieder entzappeln. Das ist natürlich sehr praktisch. Sehr schön. Also das Optionale haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Und die Depri-Mucke hat jetzt hier auch endlich mal ein Ende. Nee, mag ich nicht, aber ich mag erstmal speichern. Sehr schön. Moment. Habe ich hier jetzt auch schon meine Waffe-Fortschritt gespeichert? Ich glaube es nicht, oder? Ich glaube, das haben wir gemacht, bevor wir da zum Krater geflogen sind. Ja, genau. Dann wird das nämlich jetzt auch nochmal mitgespeichert, hier unseren Erfolg. Zack und zack. Also ich brauche auf jeden Fall mal... etwas, womit ich weniger Schade erleide. So. Da können wir gleich nochmal speichern hier. Dann ist dann sind die Erfolge auf jeden Fall schon wieder mit drin. Nö. Und so. Schick. Dann müssen wir jetzt gucken, wo es weitergeht. Also das ist jetzt heute anscheinend wieder so schön die Zwischenepisode. Und das ist etwas enttäuschend. Ich hoffe, es ist nicht so enttäuschend für euch, nachdem ich jetzt übers Wochenende, übers lange fort war. Also sorry an der Stelle. Heute machen wir nicht sehr viel Story-lastiges, wie es ausschaut. So, Eloasis dürfte relativ zentral liegen. Und genau. Das zeigt jetzt auch noch den Standort von der Mana-Festung an. Okay. Na gut, dann einfach wieder Richtung Südwester. Schauen wir mal, ob ich nicht so einfach dort tief finde wieder. Ansonsten, ja, da ist es doch schon. Muss ich nicht großartig überlegen. Gehen wir jetzt nochmal hier runter. Und gucken, was die Händler hier parat haben. Weil unser beste Ausrüstungsgegenstände sind derzeit von der Goldküste und das kann ja dann irgendwie auch nicht sein. Dass man mit so Zeug derzeit durch die Gegend rennt. Und ich war der Ansicht und der Meinung, dass es hier auf jeden Fall einen Waffenhändler gäbe oder einen Rüstungshändler. Gehen wir Foto Hillbilly. Ach, das ist das wieder. Der Arion ebenbürtig. Ach Gott, so schlaue Worte von so einem Typ. So. Es ist dann auch wirklich etwas lästig, dass du dieser NSC so im Weg sind als durch ihr hirnloses Rumgelatsche in der Gegend.
Warte mal. Irgendwo muss es doch hier auch einen Händler geben. Weil ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall dringendst bessere Ausrüstung. Mit dem Goldküste-Zeug kommen wir nicht besonders weit. Und irgendwie müssen wir uns ja aufpowern. Du ist nix, ne? Sitzt du aus? Ne, da kommen wir auch nicht durch. Aber da kommen wir durch. Na Allah. Jawohl. Geht doch. Ich wusste, dass es hier einen Händler gibt. Wie kann ich helfen? Feuerring, den haben wir alle. Goldkette. Ne, der ist billiger. Granitpanzer, Dämonenweste. Die haben wir alle für 30.000. 14.850 gibt es noch das. Das Hämmer, das Hämmer. Dann kaufen wir noch ein bisschen Zeug ein. Aber die hat nämlich noch jede Menge andere Kruscht hier. Walnuss können wir auch gut gebrauchen. Honig haben wir noch nicht. Der Honig ist auf jeden Fall auch wichtig. Der macht, glaube ich, 500 oder so. Gibt er wieder zurück. Okay, Schokolade können wir auch nochmal einkaufen. Und Gutzle haben wir genug. Na gut. So viel Do dazu. Also wirklich viel gebraucht hat uns jetzt auch nichts. Außer, dass wir jetzt Honig einkaufen gekannt haben. Warte mal, du hast doch auch hier Waffe gezeigt. Nee. Ha. Wo kriege ich denn jetzt mal gut die Ausrüstung her? Das ist jetzt die Frucht. Ich überlege gerade echt fieberhaft, wo ich hier mal gut die Ausrüstung herkriege. Der Baumpalast war noch eine Option. Es könnte auch sein, dass sich da nochmal der Raffi niedergelost hat. So, dann gehen wir dann nochmal zum Baumpalast. Ah ja. Und ich gucke jetzt nochmal, auch wenn die Rebelle hier ihr Lager aufgeschlagen haben, ob da nicht eventuell der Raffi irgendwo ist oder ein anderer Händler. Ah, die Maria ist zumindest hier. Wie sieht's aus? Unglaublich, hier, wer hätte gedacht, dass der Imbiss unschuldig ist? Der Imbiss war nur Marionette von Tantalus. Wir sind am Ende. Ah, Heidi. Gretel, ich war so böse. Nicht keine Heidi, du warst nicht du selber. Ich war eifersüchtig auf der Haken und dich und das hat den Tantalus dann ausgenutzt. Ist ja gut, Heidi, vergesst mal das Ganze. Und? Gibt's da noch irgendwas Besonderes jetzt, oder was? Ah ja, sie nix bekräftigend. Vielen Dank, Gretel, hoffentlich findest du deinen lieben Haken bald. Okay, mehr gibt's jetzt auch nicht mit zur Sache, außer dass die jetzt wieder sie selber ist. Aber Händler oder so habt ihr jetzt nicht zufällig parat hier, oder? Hier beim Manasame, nö. Und wenn ich da was mache? Nichts passiert. Nicht so gut. Da ohne haben sie auch abgeschlossen. Da oben haben sie auch abgeschlossen. Ha. Wie sieht's da neben aus? Nee, da komme ich nicht mit durch. Okay, also da haben sie jetzt ihre Basis gegründet, aber vielleicht soll ich mich hier draußen noch mal ein bisschen umgucken. Außer der Victor und die Sarah steht hier derzeit niemand rum. Aber ich hoffe, dass hier irgendwo auch noch ein Raffi oder also der Wucherkater hier irgendwo noch unterwegs ist. Weil ich glaube, bei dem konnte man auch noch ganz gut die Ausrüstung gegen Ende kaufen. Ja, da ist er. Da ist er. Hier kommt viel rum, oder? Naja, ich auch. Was wollen wir dann? Was hast du dann Schönes? Handschuhe, Stahlpanzer und Dornenhelm. Okay, wir kaufen zuerst die große Platte für jeden. Okay, wow. Es könnte wirklich reicher. Handschuhe, 1, 2 und 3. Scheiße, der passt schon in mir. Dann müssen wir uns einen alten Krusch noch verkaufen. Und ich hoffe, es passt. So, Kleidung.
Jawohl, auf 90. Gewitter erleiht. Nee, Quatsch. Von 35 auf 90. Das ist schon heftig. Von 139 auf 240. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann als nächstes die Gretel wieder. Und zieht ein Zeichen an. Okay, hier haben wir einen Handschuh. Das ist schon wirklich gewaltige Verbesserung. Auf 240. Dann die Helga. Kann auch nochmal ihr Zeichen anziehen. Zumindest der Handschuh. Ah nee, doch nicht. Dann war es der Panzer. Von 139 auf 240. Das ist eine Steigerung um 100 Rüstpunkte. Also, ne? Ich meine, das ist schon gewaltig. Dann verkaufen wir unser alte Schampel. Und dann haben wir wieder genug Geld im Sack für den anderen Kruscht. So, da können wir auf 20.000 können wir verkaufen. Das ist da schon mal gut die Basis. So 21.000. Also es kostet wahrscheinlich sonst nur mäßig weniger als 30.000 oder so. Aber weil es halt Wucherkater ist, sind es halt mal wieder die doppelte Preise. So, ein Handschuh für die Dame. Und dann können wir die Kappe noch, der Dornenhelm für das Geld. Und dann nur noch Anna und dann sind wir auch wieder parat, up to date, was das Zeug angeht. So, doch. Von 66 auf 140, das ist fast, also übers Doppelte. Kriegst du erstmal den. Und den du kriegst 8. Perfekt, dann sind wir eingekleidet. Dann können wir uns in der nächsten Episode dran wagen, dass wir die Gegend nochmal richtig machen. Also in dem Fall heute ist wirklich einfach nur Aufrüster. So. Ja. Quatsch. Ja, stimmt, wir wollen ja verkaufen. Yes, ist erleid. Jetzt war ich eben total raus vor lauter Gebabbel. Dumm gebabbelt ist gleich her. Und dann machen wir noch den Drachehelm fort. Und die Entenkappe. Dann dürften wir es haben. Moment. 30.000 kostet, glaube ich. Oder 300.000 oder sowas, egal. So, du legst jetzt die Kappe ab. Dann können wir das Ding nämlich noch verkaufen und dir das neue holen. So. Wir wollen das alte Ding noch verkaufen, die Alt-Cup. So, die Alt-Batsch-Cup kriegst du fort. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Dornenhelm. Dann haben wir unser Optimum-Equipment erreicht. Perfekt. Dann können wir auch noch für diverse Fälle noch ein Fass kaufen. Damit kann man sich verstecken. Das heißt, die Gegner nehmen ihm dadurch nicht wahr. Okay, sehr schön. Dann Gretel. Einzigste, was du noch brauchst, ist der Dornenhelm. Dann hat jeder sein Kruscht. Perfekt. Gewitter erleiht. Dann würde ich sagen, wir können jetzt nochmal in Südstadt speichern gehen. Und da setze ich dann nochmal meinen Cut. Mann, ich bin froh, dass ich nicht nochmal extra im Internet nur gucken musste, sondern dass ich das mehr oder weniger noch richtig im Kopf gehabt habe. Sache ist halt, was das Zeug angeht, man braucht jetzt wirklich für den Bereich, braucht man auf jeden Fall seine feste Ausrüstung. Und von den Levels her habe ich ja schon gesagt, wir sind ja eigentlich ganz gut vorbereitet soweit, weil wir machen Schade, wir dehlen ihn aus, aber mit der Abwehr hapert's halt und dafür haben wir das jetzt gebraucht. Und das hat leider nur der Wucherkater für uns bereit, weswegen jetzt wir unser ganzes Erspartes hinausgeben müssen von den Kruscht. Aber wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir es dann richtig angehen zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.